Tief im Dschungel sind wir gelandet. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ja, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Das ist alles so... Ja, das Wetter... Oh, Regen. Haha, schön. Na gut, Regen hat ein bisschen Vorteil. Wir müssen eigentlich den ganzen Nebel, die ganzen Pollen im Sommer natürlich auch wegwischen. Nebel aus dem Grund, weil... Da ist halt einfach scheiß Nebel gewesen. Keine Ahnung, was hier los ist. So, wir sind hier bei einem Pferdestall. Ich habe aber den anderen Typen noch nicht gesehen. Der... Hey, Kumpel! Könnte aber sein, dass er gar nicht hier ist. Weil, ja, ich habe noch offscreen geguckt, ob er irgendwo ist. Ich habe ihn nicht entdeckt und ich glaube mich ja auch, also nicht zu erinnern, aber wenn ich die Quest hier richtig, welche war es die hier? Ich peile mal den Stellen umhören. Okay, ich dachte, ich hätte es irgendwie im Kopf gehabt, dass die Rede mal von 12 Stellen war. Und es gibt ja ein paar mehr. Ich glaube, es können so um die 20 Pferdestellen insgesamt sein. Also könnte es also ab und zu nicht da ist. Aber okay. Vielleicht täusche ich mich ja auch. Wer weiß. Regen. Ja, soll es geben. Ja. Hey Typi, Ecken Stallpunkt. Das erste Mal hier, wa? Was? So, den Schutz einer neuen Tierart. Ja, den habe ich schon gesehen. Wir gehen da gleich mal rüber. Einmal zum Angucken. Und bei uns übernachten? Nee, danke, ich bin noch voll aufgeladen. Insofern alles cool, dankeschön. Ich glaube an Sie. Jo. Und da auf der Orni. Okay, die sind zufrieden dort. Die legen ihre Himmelsache. Oh, nichts Besonderes, war aber ein Orni. Terry, hast du was für uns? Er hat eine Elektrofrucht, aber genug noch. Dankeschön und tschüss. Was mit Ihnen, Fräulein? Nee. Das Gericht? Ein Fisch, Tomate, eine Krabbe. Also hört, dass es in Angelsteck keine Piraten mehr gibt. Und er gleich los, um dort frische Meeresfrüchte zu kaufen. Wenn er noch weiter zurückkehrt. Angelsteck müssen wir auch endlich mal noch abschließen. Das müssen wir echt mal machen. Langsam aber sicher. Was? Blitz einschlagen. Also. Ja, das kann passieren. Was mit dir los? Erstmal sie. Ein Schatzsucher. Das ist so eine Ruine, nach dem Kataklysmus erschienen sind. Ja. In den prächtigen Ruinen stöbert schon die Sonar-Forschungsgruppe herum. Oh nee, nicht die schon wieder. Ramdas Schatz. Ah ja, müssen wir noch was machen. Hangestedt wagen soll. Oh je, ja, wir müssen da dringend. Ich meine, es ist nicht so weit von hier weg, gell? Sind wir ehrlich, wir sind hier. Hangestedt ist hier. Aber ich habe eh einen Schrein dort, also ich komme da relativ easy hin. Den kann ich gebrauchen können. Und der ist total sehr geholfen. Welche Höhle? Wo sind Monster? Alle drei sind direkt nebeneinander oder was? Okay. Praktisch. 3 sind direkt bei... Stark zu wenig übrig. Leuchtsteine abgebaut werden. Okay. Eine riesige Monsterbrüder. Die 3 Monsterbrüder, okay. Die 3 Riesenbrüder in 3 Höhlen. Nehmen wir an, sind Hinoxe. Um die werden wir uns kümmern, aber nicht jetzt. Das ist eine Sidequest, die sparen wir uns ein bisschen auf, wir können rüber. Jetzt müssen wir natürlich klettern dort. Das ist Kacke. Bei Regen klettern. Rivali Stur, wo bist du? Ja, ich habe natürlich Tulins Fähigkeit. Ich meine, ich könnte hier irgendwo schnell rüber. Was ist denn dort los? Wer putzelt gerne? Von mir aus, ich hab natürlich zum Klettern die Rutschreduktion. Ich weiß, ja, die war das letzte Mal nicht so erfolgreich. Der wäre noch cool. Stufe 3 oder Level 2. Wir können es mal probieren, aber erstmal Tulin. Achso, ging gerade so, okay. Kann man das Ganze sparen.
Da war da einen Trank reingeworfen. Ey, meine Güte. So. Viele Tomaten hier. Mal gucken, was das überhaupt für Viecher sind. Und natürlich auch Bilder davon machen. Dongo. König Dongo. Bongo Bongo. Nee, war. Ich finde das furchtbar. Was? Kann das gut so gehen? Das ist das Schutzgebiet für Dongos, eine von Prinzessin Zelda neu entdeckte Tierart. Dongos sind etwas ganz Besonderes, da bisher nur 5 entdeckt wurden. Sei also bitte beim Streicheln ganz vorsichtig. Sie mögen zwar wild aussehen, aber in Wirklichkeit sind sie erstaunlich zahm. Da besteht kein Grund zur Sorge. Okay. Sag mal, darf ich die einfach mitnehmen? Einfach mitnehmen darfst, oder? Nö, warum? Hä? So kam ein Dongang gestürmt und haps! Ein bisschen hat er den Leuchtstein verschlungen. Okay. Nach einer Weile lag plötzlich ein Edelstein, da war Dongo der frisst Leuchtstein und kackt nach Edelsteine aus. Praktisch. Ah, ja, vor allem, wenn die Viecher natürlich dafür nachher bekannt sind, dass sie einfach Edelsteine rausscheißen. Na du? Wie geht's dir? Hm? Du bist aber ein Süßer, wa? Sag Cheese. Ja, entschuldige. Ja, ich bin langweilig. Ich weiß. Ich kann langweilig sein. Ich versuche mein Bestes, ja? Cheese. Nehmen wir fürs Thumbnail. Wer weiß. Du bist ein Süßer, wa? So. Die Theorie mit den Leuchtsteinen will ich gerne mal ganz kurz testen. Frisst Leuchtstein und kackt nach Edelsteine raus. Ich habe genug von den Dingen, also. Und ich weiß, wo man wieder easy welche farmen kann. Der frisst die wirklich. Also ihr merkt schon, ist heute eine eher etwas entspanntere Folge. Okay, hast du genug? Es hat noch 3 oder... Ah, ich muss erstmal drehen. Ja, verstehe ich. Ja, wenn ich vollgefressen bin, drehe ich mich auch immer so. Kann man gucken hier, wo der andere Typ erwähnt hatte. Ah, die 3 sind gemeint, wa? Okay, okay. Aber sonst aber in der Nähe noch nichts, wa? Ne, hier ist noch relativ jungfräulich, wobei auch nicht so weiter wild. Hier haben wir eine große... Hier ist sicher wieder ein Stall. Dann erinnere mich doch. Ah, hier. Da sieht man schon, ein Symbol. Okay, dann haben wir noch einen Stall. Da geht es dann eh nach Hateno. Hier oben ist der Kakeriko noch, wenn ich mich komplett täusche. Ja, okay. Also sprich, das sind eh Gebiete, wo wir sowieso noch zumindest in der Nähe dann künftig noch sind. So, das ist halt die Frage. Muss ich hier später nochmal hin oder kackt er die direkt aus? Ich frage für einen Freund. Oh, jetzt muss er eine große Kurve machen, wa? Der wird so vollgefressen sein nachher. Es kann sein, dass ich trotzdem nur einen Edelstein kriege. Es kann sein, dass ich 5 Edelsteine kriege. Es kann sein, weil es 5 sind, dass ich einen extra geilen Edelstein kriege. Vielleicht einen Diamanten oder so.
Na? Hat's geschmeckt? Ist aber echt ein süßer, wa? So harmlos vor allem. Frisch entdeckte Arten. Tja. Lustiger. Woher frage ich mich vor allem? Musst du kacken? Musst du jemand kacken? Na? Ey, das sieht so zugedröhnt aus. Ich schlafe, glaube ich, mal eine Runde. Und guck mal, vielleicht ist noch was, vielleicht auch nicht. Okay, ich bin leicht enttäuscht. Hätte klappen können. Ich kann trotzdem mal die Stelle mal markieren. Irgendwie so, vielleicht passiert mal noch was. Irgendwann. Aber irgendwann. Ich wollte eigentlich hier. Ja, hier war's. Müssen wir hier zurück. Es hieß doch, er soll nördlich in den Wald gehen, da wäre der Flötenspieler. Für die große Feenquest. Aber da war er nicht. Verdammte Hacke. Für ein Flötenspiel. Ist er weg? Doch, ich hör's. Hä? Wo ist er? Ist ja gar keiner. Alter, willst du mich verarschen? Da oben sitzt er. Leck mich am Arsch. Ja, nee. Alter, hätte jetzt nicht per Zufall das Ding gehört. Die wäre wieder vorbeigeritten. Alter. Ensemble zügellos. Komm zurück. Ich brauch dich. Also die anderen brauchen dich. Ich will die große Fee. Komm mit. Was? Haben wir so einen Bodengang für ihn machen oder was? Baum gesucht und zum Leuchten gebracht, was? Was ist das für eine Erklärung? Sammeln jetzt Glühwürmchen, okay. 10 Schleichwürmchen. Da kommt noch gar keiner, was? Ach so, die. Nein, ja, die sind hier im Wald. Die haben wir. Ach, scheiße. Hab ja noch kein einziges davon. Jetzt geht nur nachts, wir haben gerade morgens. Oh, wieder mal ein super Timing, Alter. Fett abholen bitte. Ich hätte gerne Epona. Ich weiß, es ist unterwegs. Ich würde zumindest in der Folge gerne noch endlich mal eine Fee upgraden. Also upgraden, ja, was, Riesenschimmel? Nein. Ja, lass mich mit Riesenschimmel und Ferngott in Ruhe. Ich würde zumindest in der Folge gerne noch eine Fee. Also ich kann auch hier pennen. Könnte ich, kann aber auch hier machen. Eine Fee, sag ich mal, befreien. Und sie zum Upgrade zwingen. Natürlich das bewirken. Müssen direkt alle Feen sein, das wäre vielleicht ein bisschen heavy für eine Folge.
Aber darf ich jetzt vielleicht irgendwie hier pennen oder was? Also ich muss nur warten, nicht pennen. Dankeschön, 21 Uhr, das ist eine perfekte Zeit. Um natürlich auch für Terrium heimzukommen. Das Schloss Hyrule, hey. Wo steckt wohl Ganondorf? Also, ja, im Prinzip wissen wir, wo Ganondorf steckt, aber ich habe halt, irgendwie interessiert es mich, da direkt hinzugehen. Sagen, hey Ganondorf, du alte Sau, ich mach dich jetzt fertig. So wie es bei Breath of the Wild du theoretisch direkt konntest. Oder, ja, an der anderen Seite denke ich mir natürlich so, wenn er wirklich da unten ist und ich direkt da hingehe, ist die Versuchung groß, ihn direkt Platz zu machen, aber, also versuchen, wohlgemerkt. Ich würde ja viel lieber eigentlich ihn dann besiegen, wenn ich alles hätte. Aber es dauert halt so lange. Auf der anderen Seite, es macht halt auch Spaß. Es ist. Es ist wie bei Breath of the Wild. Schlimm, schlimm. Da kommt da angefahren. Summ, summ, summ. Von einer anderen Welt. Okay. War er in der Welt von Majora's Mask? Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Terraria? Nein. Irgendwie sowas. Oh. Das ist natürlich praktisch. Gucken wir mal, was wir alles hier haben. Ausdauerkäfer. Nur einen. Naja, gut. Besser als nix. Ich weiß, ich kann den Ding auch duplizieren, aber ich will zumindest einen Anschein erwecken, dass ich es spielordnungsgemäß mache. Zumindest gewisse Dinge. Also, Schleichwürm, ein paar Filme noch. Da fliege ich auch schon, sehe ich auch schon ein paar herumfliegen. Also, was wirklich auch sind. Ein Rüstling. Hä? Kann ich gar nicht fotografieren oder was? Ich hätte schwören können, hier war gerade einer. Ich meine, wir haben hier überall fliegende Punkte, aber ich dachte, hier hätte ich ein... Alter, Tulin, erschreckt mich noch nicht so, Leute. Ja, ich weiß, er ist ein Feind. Der ist mir eigentlich relativ egal. Ernsthaft. Hä? Das ging es nicht. Diese Gegner sind aber manchmal einfach doof. Weißt du, ich will ihnen gar nichts Böses und sie so, ich muss sofort vernichten. Oh, hallo. Mein Leibwache hat's drauf. Kann ich nicht irgendwie so... Man, Nick, duck dich endlich mal. Meine Fresse.
Ja, mach doch. Was ist los, Kamera? Bin ich weit weg oder was? Alter, muss man dann nahe dran sein mit den Viechern. So, ich glaube, ich müsste schon genug haben. Ich sammle mal ganz kurz noch den da vorne ein. Und dann zurück zum Walde. Alter. Ja, die weißen oder die weißen Power, die man mit sich führt, da ist immer so eine Frage, wa? Einerseits ist es cool, andererseits die Situation auch ein bisschen nervig. Und vor allem bei Richu finde ich es halt ein bisschen schade, also bei ihrem Willen quasi, dass ich, oder bei ihrem Waisenabbild, whatever, finde ich es halt schade, ich kann es nicht nutzen wie Urbosas Fähigkeit. Es ist eigentlich dasselbe mit dem Blitzen, aber ich konnte Urbosa einfach auf einen Knopfdruck sagen, mach die Blitze. Bei ihr muss ich erstmal zu ihr zu, mit Los geht's aktivieren, dann muss er warten, bis der Blitz aufgeladen ist, dann muss er mit dem Bogen sagen, wo ich den gerne haben möchte. Das ist, wenn es halt drauf ankommt im Kampf, ist das sehr mühsam. Ich meine, klar, es gibt offenbar diese Wille der Weisen, vielleicht kann man damit noch ein bisschen was upgraden. In der Hinsicht, aber generell behaupte ich mal, soweit ist das eher ein Downgrade. Bisher. Ich meine, ist ja noch relativ früh im Spiel. Wir haben, glaube ich, jetzt Part 79, ist ja noch früh im Spiel, wa? Aber bei solchen Spielen, also es würde mich nicht wundern, wenn ich allein für die Hauptstory, also ohne DLCs und so, ja, bis ich hier durch bin, um die 150 bis 180 Folgen brauche. Weil ich glaube, es gibt dann... Okay, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Es wird dann ziemlich sicher auch ein paar Dinge geben im Spiel, die ich nicht im Verlauf vom Let's Play mache. Wie zum Beispiel das Hyrule Handbuch komplettieren, weil ich einfach sage, das ist too much. Und auch die Crocs und so. Das solche Dinge eher offscreen machen. Aber wenn ich jetzt einfach mal sage, die ganzen Sidequests, die ganze Story, da bin ich noch eine Weile dran, Freunde. Da können wir uns was gefasst machen. Einerseits cool, andererseits eben sind immer so Dinge, wo du dir sagst, wie lange dauert das noch? Sag mal, wo ist er jetzt überhaupt? Ah, da. Ich hab 10. Was? Soll es wieder den Kuppler spielen? Was ist los mit dem Typen, ey? Oh, flog etwas runter. Ich warte nur auf den Augenblick, wo so ein Steinmaler auf so ein Gebäude draufkracht. Wird sicher lustig. Pennt die schon? Bist du heiter? Natürlich. Gut, es ist morgen knapp um 4, das, wer pennt da nicht? Was? Nein, ich will pennen. Ich will auch nicht sprechen, ich will hier warten. Spiel! Lass mich hier warten, danke. Und Blutmond. Ah ne, ist schon der nächste Tag. Aber der kommt bald wieder. Denn der Blutmond kommt immer wieder. Das ist die Natur des Blutmonds, das immer wieder kommt. So, es ist Abend. Will du pennst oder heute? So. Ah, guten Abend. Ich bin jetzt noch nicht zurück. Hä? Kommen Sie bitte mit? Gut, aber wo gehen wir denn hin? Auf mir folgen, bitte. Linken für kleine Mädchen. Alles klar. Neue Schlagzeile von den Kurier. Sorry. Das ist nicht zum Lachen. Sag mal, wo ist er? Wen? Ah.
Er sieht nicht ganz so aus wie aus dem Bild in den Märchenbüchern, aber es sieht genauso aus in meinen Träumen. Vielen, vielen Dank. Bist du eigentlich die Tochter von Rocco? Weil du die Augen zu tun hast. Naja. Schon hätte ich mir selbst meinen Traum nicht vorstellen können. Ich bin so glücklich. Ja, jetzt komm runter, Fee. Ich bin jetzt so groß im Fee. Alter. Glücklich, hurra. Gehört, hat sehr glücklich gesagt. Ich will nicht ruhen, bis heute nochmal so lächeln und dann nochmal. Oh Gott. Ja, ja, vielen Dank. Ja, kehr zurück, Mann. Maxi Edeltrüffel. Lecco mio. Die Suche ist abgeschlossen. Na Gott sei Dank. So. Wir können teleportieren. Wir haben Phyrone. Ja, wir haben ein paar Dinge jetzt aktiviert. Das ist ja schön. Vor allem für die Rückkehr. Vor allem hierfür. Und ich glaube, den Scheiben kann man bald aktivieren. Kann einfach hier hinfliegen und dann rüber. Auch wenn hier noch so ein scheiß Drachenviech ist. Aber... Halt hat auch so eine scheiß Hitze, weil man was anzuziehen. Wobei in der Nacht wird es gehen oder am Abend. Trotzdem so einen Drachen platt machen, da geht man eine ganze Ausrüstung drauf. Nee, nee. Noch nicht. Ich dachte eher vor, nochmal ein paar Leute besiegen, nochmal stärkere, so blaue oder schwarze sogar. Im Sinne von, dass ich mal ihre Bögen bekomme, weil so mal 3 Bogen ist schon geil. Wir haben zwar einen, aber es ist halt ein normaler Leinelbogen, eine schwächere Variante. Denn wenn es noch so ist, in Breath of the Wild wird es noch den Chimera-Bogen geben und der war dann richtig geil. Dann richtig draufgehauen. So, wir haben zur Abend, aber ihr kommt sich noch zu großem Fee, Davon fällt mir gerade auf, der Typi, der ist auch zurück. Warte mal, haben wir den nicht irgendwo... Oh, wo war das? Irgendwo auf dem Weg zu den Orni, irgendwo hier drüben. War das hier? Das ist schon Ewigkeiten her. Oder vielleicht sogar hier irgendwo, ich kann mich noch erinnern. Also vom Weg zu den Orni war, also vor dem ersten Tempel, ist wirklich Ewigkeiten her. Also 30, 40 Folgen. Haben doch irgendwo hier so einen Typen gefunden, der mit seinem Wagen abgestürzt ist in eine Schlucht. In einer Grube, besser gesagt. Ach, der war auch im Ensemble, aber damals ganz richtig geschnallt. Ja, krass. Das können seine Fee eigentlich direkt auch machen. Ganz große Töne spucken. Haben wir vertan? Ja, will ich. Aber... Was aber? Ein Weg versperrt. Oh, scheiße. Mit dem Geröll kommt kein Pferd durch. Versuchen wir als klug zu sein, aber unser war eher unklug. Ja, wir kommen jetzt zur Fee hoch. Aha, deswegen ist das Teil hier. Haben wir schon die ganze Zeit gefragt, warum. Was? Ja, gut, okay, danke schön. Was guckst du eigentlich hier? Sind das steifen Nacken oder was? Achso, da geht's um die Dinger. Die Himmelsinseln, ja, da oben sind Jäger nicht, keine Sorge. Da oben ist man sicher vor denen. Also ich hoffe, das Teil reicht, nicht, dass ich noch mehr brauche. Moment. Welche Richtung zeigen die alle in die richtige Richtung? Ja. Was ist denn das da? Ah! Hä? Hat er da drüben noch was gesehen? Ja, ja, ist ja gut. Warte mal, ich muss in die richtige Richtung drehen. Geht nach vorne. Ach so, ist nur eine scheiß Steinaxt. Gut. Die wollen ja chauffiert werden, die Guten. Also ich ja eigentlich auch die Feen ja alle brauche oder sehr froh wäre drum. So, ob das gut geht? Ich habe keinen Plan. Mein Nerven. Ich fahre, ja, versuch's zumindest. Sonst überlegt er sich's noch.
Ja, dann, oh, super. Ja, das haben wir wieder mal toll gemacht. Was zum... Ich wollte bloß das so... Warum, Spiel? Warum? Warum hast du mich so? Oh, das ist ein bisschen Schlagseite, wa? Weil man sagen, Schlagseite lieber wäre. Zum Glück richtet sich der automatisch auf. Also ich weiß, ab und zu rege ich mich über das Bausystem hier auf, oder über die Synthesefunktion, oder Ultrahand, whatever. Was ist das gerade? Allgemein bin ich schon froh darum, so. Hä? So geht's nicht. Ich kann nicht lenken. Moment. Hier läuft das schief. Ich kann nicht lenken. Hä? Ah, da war nur pseudomäßig verbunden, weil er das Teil wieder abgerissen hatte. Da haben wir schon gewundert. Festhalten, Freunde! Ist ein bisschen holprig heute. Oh mein Gott. Ja. Bitte empfehlt mich weiter. Wo ist überhaupt? Ah, da oben. Scharf rechts, Kurve! Meine Batterie! Alter, ist ja scheißegal. Wir sind da! Bitte Ferienohrenspitzen gut zuhören. Ja, jetzt spielen wir. Ja, bitte spielt endlich. Sag mal, ist das die große Fee, die ursprünglich in der Wüste war? Also ursprünglich in Breath of the Wild halt. Weil es halt so gut gebräunt ist. Es gab damals eine große Fee dort, die ja jetzt nicht mehr da ist. Mal 1000 Dank, Mann. Nimm deinen Lohn als Beste schnell an. Hier, bitteschön. Oh, dankeschön. Ein bisschen Kohle. Gibt es eigentlich auch noch goldene Rubine? Ja. Am ganzen Spiel noch keinen einzigen gesehen. Silberne, ja. Sehr schöne Episoden. Das heißt, es noch weitere gibt. Wir wissen ja, es gibt noch mindestens 2 große Feen. Die muss ich alle noch irgendwie befreien. Wobei einen Musiker haben wir jetzt noch. Der mit nicht Trompete. Mann. Wer ist das Teil? Saxophon? Nee, ist auch falsch. Tube, ist egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Das heißt, seine Fee müssen wir damit auch haben, welcher auch immer das ist. Dann fehlt nur noch ein Typi. Und dessen große Fee. Also entweder die im Schneeland oder halt dort, wo es Richtung Wald, glaube ich, geht. Nee, nicht Wald, aber ich glaube, das Teil heißt doch so, oder? Stall am Wald. Ist egal. Wir haben es schon mal gesehen. Auf der Karte zumindest. Dann eine Reise begleiten? Die macht nur Spaß. Du wärst ein bisschen auffällig, wenn du ehrlich sein darf, aber andererseits, bei Hyrule Warriors hat sie auch mitgemischt, also insofern. Wenn du was in der Tasche hast. Also, was kannst du machen? Die Stück ist nicht verstärkbar, ja, dankeschön. Der Helm, okay. Das Ding, wenn er geht, wenn wir mal gucken, das sind die Dinger immer nur eine Stufe, und der Sternsplitter vor allem.
Ich finde das so krass, dass das Zeitgewand oder generell die ganze Zeitset eigentlich so günstig ist, weil Bernsteine kriegst du ja überall hinterhergeschmissen. Windmütze, ja, Opal, mein Topaz, Saphir-Dinger sind teuer, mir fehlt sogar noch ein Set. Ich glaube, das ist das vom aus A Link to the Past. Oder es könnte auch das vom Ding sein. Vom ersten Zelda-Spiel. Das Anfangsset, glaube ich, ist es so. Flederbeißerflügel kann ich upgraden. Okay, das ist natürlich cool. Ich frage mich, ob die Dinge einen Set-Bonus haben. Kakadu-Auge und Flederbeißerflügel. Den Sätze bereits verstärken, das neue Kräfte. Also das geht nicht, weil es schon die Kraft der 4 reicht nicht aus. Ja, weil ich jetzt 2 habe, können sie bis 2 verstärkt werden. Das ist halt die Frage mit dem Aero-Ding. Soll ich da Flederbeißer-Dinge noch farmen gehen? Kakadu-Augen nochmal 6. Ich habe nur noch 1, also nur noch 6 Stück insgesamt. Mach die Augen zu, ja. Okay, können wir noch eins von beiden machen, wisst ihr was? Ich weiß, ich kann Kakadu-Auge, Kakuda-Auge von mir aus auch am Farmen gehen, aber ich werde mir schnell die Items glitchen, weil... Da muss ich wirklich zugeben, dann bin ich dann zu faul dafür, sowas zu machen. Die Onnegewände können dann auch noch upgraden, weiße Schleimgelee dafür machen. Okay, das ist nicht so das Problem. Das Ding, Bockblindherz mit die Hylia-Rüstung. Oh, wie sieht es eigentlich hier aus? Das heißt, ich kann ja noch ein ganzes Stück verstärken, wa? Okay, machen wir das noch ganz kurz. Vor allem, wenn ich bald auf Jagd nach Drachen und Leunel oder Stärkenleunel machen und in den Untergrund gehe und so. Das ist, glaube ich, hier eine stärkere Stufe von den ganzen Dingen gar nicht mal so übel. Dann machen wir den noch. Dann haben wir die alle massiv, also massiv, jeweils um 3 Stufen, insgesamt also 9 Stufen verstärkt. Das ist schon mal schön. Wenn die nächsten Feen noch haben, kann ich mal gucken, was die noch so wollen. So, jetzt ist es so, er kann ja, sie kann besser gesagt ja relativ viel machen. Viele meiner Sets vor allem. Diese Dinge gehen gar nicht. Ich glaube, die ganzen Dinge werde ich dann eher so zum Schluss des Spiels machen, wenn wir die Dinge am Land ziehen. Weil, ja. Klar kann man es machen, aber zum noch rumlaufen und so, ist ganz nett. So an alte Zeiten zurückerinnert, aber wir sind ja hier eigentlich in einem anderen Spiel. Ich frage mich halt, ob dieses Dreifach-Set irgendwie noch einen geilen Zusatzeffekt hätte mit Stufe 2. So dass sie keinen brennen oder so. Aber wozu? In der Wüste, vielleicht ein Vulkan Eldin eher. Der ordentliche, wenn ich das komplette Set hätte, dass sie dann in Dreifach-Kombi auf Stufe 2, dass sie dann, ja, was soll man sagen? Vielleicht verhindern, dass wir überhaupt erfrieren können. Also einfrieren können, besser gesagt. Bye, bye. Da ist noch ein Baum. Hübscher Baum. So, da mit dem Set machen wir jetzt noch ganz kurz. Wobei, Moment, ganz kurz. Ich muss kurz das Fenster öffnen, weil es noch ein bisschen stickig hier drin war.
So, wir brauchen, häufig verwendet. Lustigerweise die ja doch. Flederbeißer. Ah ne, Kaku, da waren die anderen. Okay, warte mal, die nehmen jetzt auch noch ein paar. So, das einmal gemacht, dann... So, es müsste eigentlich dann gewesen sein. Ne? Da haben wir immer ein paar mehr. Und da, ja, das reicht doch. Die Musik. So schön. Sehr schön. Ja, bitte. Dann noch gern den hier. Uns aber nochmal so klein kümmern. Geht das schon? Oder? Eigentlich sind wir jetzt schon auf Stufe 2, also jetzt müsste es irgendwie einen Sondereffekt haben, oder? 2 wären es noch, oder? Ja gut, das wissen wir ja. Und wir sind, ich glaube, um die kümmern, oder zumindest um eine davon, müssen wir in der nächsten Folge noch schnell kümmern. Nämlich um die hier oben. Also mal gucken, was die will. Den anderen Typen gerne hätte. Ein anderes Instrument, oder ob der den bereits haben, ob der ausreicht. War nicht hier oben sogar das goldene Pferd von Zelda damals? Oder war es irgendwo, das müsste bei dem Stall gewesen sein. Können wir das noch angucken. Und, jo. Da mal schauen, ob es das dann schon gewesen sein soll mit dem Feenfeuer, und ich mich dann in den Untergrund begebe. Oder dann zuerst noch einen Spähposten, um zu gucken, was da mittlerweile gelaufen ist. Ich guck mal, vielleicht machen wir es relativ spontan. Set-Bonus, kein Fallschaden. Echt jetzt? Da ist egal, von wo ich irgendwie runterspringe oder runterfalle. Aber wenn ich keine Ausnahme hätte, ich kriege keinen... Das ist natürlich geil. Ja, Set-Bonus. Jetzt auch upgraden, das bei sowas lohnt sich das durchaus. Mamma mia. So, und aufs Power-Set zurück. Also das aktuelle. 24 Feelist. Wenn ich die natürlich upgraden würde, aber ich glaube, würde ich frühestens dann machen, wenn ich ein komplettes Set hätte. Und egal ob jetzt Schatten oder Zeit oder Himmel. Vielleicht immer irgendwie noch ein Teil dazwischen. Wien sogar 2. Habe ich sonst noch das Majora's Mask, das heißt, mir fehlt noch das Set von der grimmigen Gottheit, obwohl wir die Waffe davon schon haben. Und das Kleidungsset wird mir auch noch fehlen. Hä? Tja, wie immer viel zu tun. Nichts Neues im Spiel, Freunde, nichts Neues. Aber ja, an der Stelle sagen wir mal, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Dann auf dem Weg zur Fee, ja, aber gesagt, genau, zur nächsten großen Fee. Tschüss.